Stell dir mal vor, du bekommst einen Brief, in dem ist eine Challenge und egal was ist, du musst diese Challenge machen. Okay, warte. Was machst du? Ich stell's mir vor. Ich höre nichts mehr. Aber ich lebe. Oh. Die Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich schon mehrere Jahre mit Red Bull zusammenarbeite. Jetzt ist Red Bull auf mich zugekommen und hat gesagt, jo, wir geben dir einen Brief, da drin ist eine Challenge. Wenn du diese Challenge nicht machst, bist du ein Piep. Dann habe ich ja gesagt, aber nur, wenn ich Red Bull-Athlet werde. Das mit dem Red Bull-Athlet weiß Red Bull nicht. Ich sage jetzt es einfach so. Und deshalb nenne ich diese Serie Mein Weg zum Red Bull-Athlet. Das ist er ist von Red Bull. Bekomme ich heute den Red Bull-Athletenstatus? Definitiv nicht. Lieber Adrian, zum 25-jährigen Jubiläum des Red Bull Cliff Divings haben wir uns eine ganz besondere Challenge für dich ausgedacht. Da ein Sprung ins kalte Wasser nur den Athleten vorbehalten bleibt, müssen wir auf eine andere Weise einen freien Fall simulieren. Dabei ist dir Patrick gerne behilflich. Alles Weitere erfährst du in Kürze. Freier Fall. Ja, was soll ich noch sagen? Scheiße. Ich habe so eine Idee, was es werden könnte, aber ich sag mal noch nichts. Okay, wir sehen uns hier wieder, oder wo sehen wir uns wieder? Nee, wir sehen uns dann an einem anderen Ort. Es war schön, euch kennengelernt zu haben. Vielleicht lebe ich später nicht mehr. Dann hat es geheißen, ich muss alleine den Berg hochgehen und oben auf der Spitze wartet irgendjemand auf uns, der mich wieder nach unten bringt. Wir sind jetzt bei der Mittelstation angekommen. Wir müssen jetzt auf diesen Berg hoch, hat es geheißen. Dort oben wartet jemand auf uns. Ein jemand wartet dort oben auf uns. Kennt ihr nicht? Ich weiß nicht, was der macht, aber der wird sagen, was wir machen. Entweder Bungee-Jumping oder man ist in irgendeinem Flugobjekt, das einfach nach unten geht. Eins von beidem. Also ich muss sagen, das Wetter ist halt geil, das ist halt einfach schön. Ich weiß auch nicht, ob wir richtig laufen. Wir laufen irgendwo hin. Wir sind falsch. Das Problem ist, wir sind offensichtlich nicht bei dieser Sesselbahn. Viva Colonia! Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Pflanzen gibt, die man essen kann. Es gibt in den Bergen so, kennst du so Sauerkraut? Das hier ist, nee, ist das hier. Es gibt so diese Pflanze, die ist so ein bisschen sauer und die kann man essen. Aber die Frage ist, wer wohnt hier? Imagine, du musst sagen, ja, ich muss einkaufen gehen, ich nehme noch die Standseilbahn. Holy shit. Also wenn ich einmal im Leben heiraten werde, dann mache ich das 100% in dieser Kirche. What the fuck? Red Bull Athlet? Wo? Das Ding ist halt, ich werde es eh nicht bekommen. Also ich kann es so oft sagen, wie ich will, ich werde es eh nicht bekommen. Schön ist es. Es ist wirklich schön. Wirklich schön. Eine Berglandschaft, wie man sie sich nur im Traum vorstellen kann. Aber heute ist es für mich ein Albtraum. Ich bin ganz ehrlich, je höher wir gingen, desto nervöser wurde ich, weil wir mussten ja irgendwie wieder nach unten ins Tal. Ich habe mir gerade gedacht, wenn es irgendwie Tandem Base Jumping ist, aber das wäre zu krass. Das wäre wirklich zu krass. Nee, das kannst du nicht machen, oder? Geht Tandem Base Jumping? Ich glaube schon. Oben auf dem Berg trafen wir dann den Mann, der mich wieder nach unten befördern soll oder muss. Alles gut? Ja, freut mich, hallo. Hat er es auch geschafft? Und jetzt guck diesen Mann mal ganz genau in die Augen. Genau so sehen Menschen aus, die Adrenalin über alles lieben. Wir machen kein Base Jumping. Fast. Fast? Fast. Hat sich dann herausgestellt, dass wir anscheinend Gleitschirm fliegen. Anscheinend. Aber ist es normales Gleitschirmfliegen oder ist es... Ja. Ah, normales? Voll easy, ja. Nein. Mal. Wirklich? Also wir können schon noch ein bisschen Okay. dazu hängen, aber... Ja. Was ist das Gefährlichste, was passieren Ja, dass man hier den Start verkackt, da steil runterrollt und nachher unten im See landet. Also über die Aussicht kann man sich nicht beschweren. Aber wie die Aussichten von meinem Flug sind, das weiß ich nicht. Wir fliegen actually gar nicht so lange, wir fliegen nur so 15 bis 20 Minuten. Und das ist dann genau gleich wie das Red Bull Cliff Diving. Die fliegen auch 15 bis 20 Minuten. Ja, ich bin gespannt. In erster Linie hoffe ich nur, dass er diesen Schirm gut aufbaut. Holy shit! Das ist ja wie bei GTA. Das sind die Schnüre hier. An diesen Schnüren hängt unser Leben. Sie eignen sich auch gut zum Weihnachtsgeschenk einpacken. Yeah. Aber wieso der Helm genau? Ja, ist halt beim Landen, wenn man irgendwie... Es ist wie... Keine Ahnung, das ist einfach so... Er bringt nichts. Ja, nützt nichts, Schatz, nicht so. Ja, dann hieß es, der Wind ist gut, Patrick hat mich eingepackt und dann ging alles eigentlich ziemlich schnell. Wie eine Babywindel. Eher wie ein Pinguin. Ich bin nur mit diesen beiden an die ja, angemacht. genau. Oh. Hey, yeah, ein geiler Flug, hä? Digga, ich renn vorne auf den Abgrund zu. Nee. Digga, so sieht es denn aus. Digga. Die werden so hier losrennen, so und dann springen. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, ganz ehrlich. Ja. Ja? Ja. Nee. Ready? Ich bin ready, ja. Ey, ich wünsche euch. Nice. Komm. Let's go.
Oh mein Gott. Holy shit! Und es war wirklich ein sehr, sehr schöner Flug. Ich habe die Berge gesehen, den Vierwaldstätter See. Es ist so krass. Man sitzt einfach wie in einem Stuhl, aber es geht einfach 1000 Meter nach unten. Aber das war leider nur der Anfang. In dem Fall zeige ich dir mal, wie es sich so anfühlt, so das Cliffdiving von dem Durchmachen zu springen. Ist das gut? Okay. Und dann hat er diese Line vom Fallschirm voll nach unten gezogen und wir sind Vollgas nach unten gefallen. Ja! Deshalb jetzt hier ein paar Clips von mir, wie ich schreie. Holy shit! Ja! Abonniert diesen Kanal bitte. Tschüss. Ich hab gewusst, dass noch was kommt. Digga. Das Wasser ist so schön hier, guck mal. Oh. Geil. Oh, ich hab gewusst, dass da noch was kommt. Digga. Ein bisschen schlecht ist es mir jetzt. Ein bisschen übel. Jetzt zeige ich dir mal, wie es ist, freien Fall zu leben. Und dann ging es einfach nach unten. Ich höre nichts mehr. Aber ich lebe. Oh. Mir ist ein bisschen schlecht, actually. Und ich hab gewusst, dass dieser Mann nicht normal fliegt. Weil wenn das Red Bull organisiert, Digga, wenn wir nur normal geflogen wären, ich hätte gesagt, ja, okay, war krass, aber wäre jetzt auch nicht so crazy gewesen. Holy shit. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. An alle Schweizer, am 11. September findet das Red Bull Cliff Diving statt. An diesem Ort, wo wir gelandet sind, actually. Sehr, sehr krass. Das macht alles Sinn. Vielen Dank an Red Bull, vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video. Lasst bitte kein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten YouTube-Video. Tschüss. Digga, wenn ich nicht Red Bull Athlet werde, Digga, beim nächsten Video, so, ich schwöre.